Mein Name ist Jess. Ich mache hauptsächlich elektronische Musik. Ich schreibe gerne meine eigenen Songs schreiben und noch dazu singen und rappen. Eigentlich bin ich halb Schweizerin, halb Australierin. Und ich bin in der Schweiz geboren, sogar. Aber als ich noch ganz klein war, sind wir auf Australien gegangen, meine ganze Familie. Und ich bin eigentlich dort aufgewachsen, einsprachig, englisch sprechend. Gerade bevor ich 15 wurde, ist meine Familie zurück in die Schweiz gekommen. Das war für mich eigentlich ganz neu. Und darum musste ich Hochdeutsch lernen. Und irgendwann ist ein Schweizerdeutsch dazugekommen. Ich habe mich wirklich als Ausländerin gefühlt, obwohl ich einen Pass hatte. Mein Vater ist Musiker, meine Mutter ist Lehrerin. In Australien ist es weniger einfach, Geld zu verdienen mit diesen Berufen. Ich will nicht sagen, dass wir in Armut gelebt haben oder so, aber ich glaube, vor allem mein Vater hat gemerkt, dass es für ihn als Musiker ziemlich viel einfacher wäre. Vielleicht hat er auch ein bisschen Heimweh gehabt. Ich habe mich wirklich offen gegen meine Eltern gewehrt, dass ich hierher kommen muss. Also natürlich hatte ich Kulturschock. Ich habe mich aus diesem Grund mit anderen Ausländerkindern zusammengetan. Und das waren meine besten Freunde, weil wir alle das Verständnis miteinander hatten. Also ja, wir sind Outsiders hier. Also wir haben uns zum Teil auch nicht wirklich gewollt gefühlt hier. Unsere Klasse für Fremdsprachige war in einer Schule. Es hat schon ein kleines Separation gehabt. Also wir waren wirklich geteilt. Und wir hatten einfach unsere Ausländerklasse für uns gehabt. Und alle anderen waren Schweizer Kinder. Es ist schwierig zu sagen, ob das einfach ein Wissen von ihnen vorher ist, aha, sie kommen nicht von da und darum haben wir sie nicht gern. Oder ob wir irgendwie etwas wirklich gemacht haben, das für sie nicht verständlich war. So, ich durfte direkt in Gimmer gehen, mit der Abmachung, dass ich einfach innerhalb von einem Jahr mich aufholen kann mit den Noten und so. Ich habe zwar 1,5 Jahre lang Hochdeutsch gelernt, aber es war recht gebrochen. Erst dann durfte ich merken, wie nett die Schweizer sind. Ich hatte einfach Leute, die für mich Zeit genommen haben, die gemerkt haben, okay, sie ist nicht dumm, sie hat einfach andere Bedingungen als wir und mir geholfen haben. Das war wie noch der schöne Moment, wo die ersten Erfahrungen einfach so wieder gut gemacht hat. Eigentlich wird mir ein Privileg geschenkt, wo andere Leute, die hier in der Schweiz vielleicht schon länger als ich leben, nicht bekommen, aufgrund von oberflächlichen Faktoren. Es geht vor allem ums Aussehen, seien wir ehrlich. Aha, du bist nicht von hier? So, nein. Ich werde nie so Fragen gestellt wie «Von wo bist du wirklich?» oder «Was ist deine Muttersprache?» Obwohl für mich diese Fragen eigentlich, ich hatte Freude an diesen Fragen, weil ich ja nicht nur von der Schweiz bin und weil Schweizerdeutsch nicht meine Muttersprache ist und weil ich gerne das erzählen würde. Also es gehört auch zu meiner Identität, aber es wird ja irgendwie auf eine Art gelöscht oder einfach nicht betrachtet, weil ich weiss bin und wie eine Schweizerin aussehe. Ich weiß nicht. Es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, ich hätte mir noch nie gewünscht, dass ich einfach eins daheim hätte. Australien und die Schweiz sind recht weit auseinander. Und manchmal bin ich neidisch auf die Leute, die noch das Haus haben, wo sie aufgewachsen sind, dass die Eltern noch dort wohnen, dass die Kindheitsfreunde noch alle herum sind. Für mich ist das alles so ein bisschen überall. Und ich habe nie alles, was ich brauche an meinem Ort. Dass ich zurück auf Australien gehe nach dem Gimmer, das habe ich mega fest im Kopf gehabt. Die ganze Zeit auch im Gimmer. Ich habe immer allen gesagt, all meine Freunde, meine Familie, ich gehe irgendwann zurück. Ihr werdet mich nie mehr sehen. Ich hoffe, ich war nicht so dramatisch, aber es war wirklich immer wieder das Ziel. Bei uns in der Familie, nachdem wir hierher sind, waren natürlich schon Spannungen. Und die sind vor allem von mir ausgekommen. Es ist Jahre gegangen, muss ich sagen. Ich musste aufwachsen, ich musste erwachsen werden. Es ist vielleicht sogar erst dann, als ich wieder auf Australien gegangen bin, als ich 21 war und dann selber
ohne meine Familie mein Leben versucht habe aufzubauen in Australien, wo ich gemerkt habe, Scheiße, es ist mega schwierig hier zu leben. Man hat das Ding gemacht und dann bin ich wieder in die Schweiz gelandet. Eigentlich aus einem komplett anderen Grund. Mein Bruder ist dann gestorben, hier in der Schweiz. Dann hat einfach wieder mein Leben in der Schweiz angefangen zu passieren. Ganz, ganz, ganz langsam. Ob meine Multikulturalität eine Bereicherung ist, es hat seine Vorteile, aber es hat auch seine Nachteile. Also für meine Musik ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich kann die Sachen aus mehreren Perspektiven anschauen. Ich bin beweglich auf dieser Welt. Musik war natürlich schon in meiner Familie, wegen meinem Vater, der Jazzmusiker ist. Aber ja, ich habe ganz andere Musik gemacht. Also ich habe eher so Singer-Songwriter-Zeugs gemacht. Im Vergleich zu dem, was ich heute mache, war es noch recht verhalten. Ich konnte noch nicht wirklich ausbrechen und ich selber sein. Dann ist es einfach sehr fest elektronisch geworden und dann ist es so eher fest Tanzmusik geworden und dann umso wilder ist meine Musik geworden. Ja. Musik ist mein Alltag. Ich stehe auf und sage, ja, ich muss diesen Song fertig machen. Ich lebe von dem. Das ist wie, ich denke konstant an die Musik. Wenn ich unter der Dusche stehe und denke, ah ja, das könnte auch noch funktionieren. Ich bin immer noch am Komponieren, fast die ganze Zeit. Ich kann mich wie gar nicht von dem trennen. Es ist wie eine Identität, die ich für mich selber kreiert habe. Ich habe mich zu dem gemacht, zu Jessica. Also ich finde genau die Idee, dass man sich selber eine Identität erschaffen kann. Dass man nicht unbedingt bei dem muss bleiben, was vorher war. Dass jeder und jede Zeit ein neuer Mensch aus sich selber machen kann, finde ich recht schön und wichtig. Ich habe das Gefühl, oft haben Leute das Gefühl, dass Identität einfach etwas Fixes ist und dass man gar nie wechseln kann und so. Aber ich weiss, dass man wechseln kann, weil wenn ich in Australien bin ich die Schweizerin. Und wenn ich in der Schweiz bin ich die Australierin. Und es ist auch so ein bisschen auf der Bühne so. Also auf der Bühne bin ich dann Jessica und crazy und ich hüpfe um und tanze wild und neben der Bühne bin ich vielleicht schüch und wie war es? Und aber beides bin ich. Beides bin ich. So. Wenn ich nicht beides wäre, dann könnte ich nicht beides machen. Es gibt musikalische Formen, die besser verkaufen. Ich bin oft mit der Entscheidung konfrontiert, will ich jetzt diesen Song machen, so dass er mehr Leuten wird gefallen, oder will ich ihn genau so machen, dass er nur mir gefällt. Jetzt an dem Punkt, wo ich bin ich noch nie wirklich festen Kompromiss eingegangen. Aber der Druck, Kompromisse einzugehen, habe ich schon lange. Schreib doch einen Pop-Song! Schreib doch einen Song, der einfach gleich bleibt 3 Minuten lang und 2 Teile hat, die sich so ein bisschen abwechseln, aber nicht so viel Abwechslung, bitte. Und so. Für mich ist die Aufgabe von Kunst nicht unbedingt zu verkaufen. Du nimmst die Welt auf, du tust die Welt kritisieren, du tust die Welt erzählen. Was ich rauslasse an die Welt und was die Leute von mir hören, das ist eine riesige Verantwortung. Darum will ich nicht Sachen erzählen, die unsere Welt auf irgendeine Art verschlechtern könnten. Und dort ist für mich der Punkt, warum es für mich nicht so easy ist, wenn es einfach in der Musikindustrie darum geht, was verkauft am besten. Ich will in 10 Jahren auf Tour in Asien sein, auf mega grosse Bühnen spielen. Ich will mehrere Alben haben, noch viel grössere und aufwendigere Videos machen. Ich will das irgendwie mit einer Familie verbinden. Good luck! Ich sehe mich auf einer Bühne, ich sehe mich auf einer grossen Bühne. Und ich glaube, ich kann das handeln.